Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr ein richtiges Birchermüsli machen könnt. Das hat ja ein Arzt erfunden, der hieß Dr. Bircher-Benner, damit die Leute mehr frische Sachen essen und weil auch Haferflocken gesund sind. Und deshalb heißt es auf der ganzen Welt Müsli, weil es eigentlich von Birchermüsli kommt. Hier seht ihr die Zutaten. Haferflocken, man kann auch eine Müsli-Mischung nehmen, ein Apfel oder mehrere Äpfel, ein bisschen Zitronensaft, der kann auch von einer frischen Zitrone sein, eine Orange, eine Clementine, eine Banane, etwas Zucker oder ihr könnt auch ein natürliches Süßungsmittel nehmen, zum Beispiel Birnendicksaft, Beeren, Erdbeeren. Hier sind noch ein paar Himbeeren. Die gehören jetzt eigentlich nicht zur Saison, das passt eigentlich nicht zum Frühling. Und wenn ihr eingemachtes Obst habt, wie ich hier Pfirsiche aus dem Garten, dann könnt ihr davon auch einen Teil verwenden. Okay, es geht los. Das heißt, stopp, hier noch das Werkzeug, eine Raffel, ein scharfes Obstmesser, einen Löffel, ein Schneidebrettchen und eine Schüssel. Jetzt geht's aber wirklich los. In die Schüssel kommen Haferflocken. Wie gesagt, könnt ihr auch eine Müsli-Mischung nehmen. Hier sind Nüsse drin und Rosinen und Haferflocken und andere Zutaten. Sonnenblumenkernchen hat es auch drin. Dann waschen wir natürlich zuerst die Hände, ziehen eine Schürze an, und binden, wenn möglich, die Haare zusammen. Da kommen jetzt ein paar Himbeeren rein. Von der Erdbeere schneidet ihr das Grüne oben weg. Wenn da hässliche Stellen sind, schneidet ihr die auch weg. Waschen, alles waschen und in kleine Scheiben schneiden. Noch eine Erdbeere. So, dann schäle ich die Orange. Oben schneide ich mal einen Deckel weg und dann das Messer so schief halten, damit ich nicht ins Fruchtfleisch schneide. Und dann können wir die einzelnen Schalenteile gut abschälen. Dann teilen wir die Orange in 2 Hälften oder man kann sie auch dritteln und wieder schmale Streifchen schneiden, schmale Scheibchen schneiden. Ich würde jetzt mal ein bisschen Naturjoghurt dazu gießen, etwa einen halben Becher, und Milch. Sind vielleicht 250 Milliliter gewesen. Ich habe hier eine Banane, die ist noch gut, auch wenn sie außen schon ein bisschen braun ist. Das macht gar nichts, dann ist sie einfach reif.
schneidet Scheibchen. Den Rest esse ich. Jetzt ist es wichtig bei der Banane, dass ihr das gut unterrührt, sonst wird sie gleich braun. Sobald sie in Berührung mit Sauerstoff kommt, wird sie braun. Um das zu verhindern, kann man auch ein kleines bisschen Zitronensaft dazu spritzen. Jetzt nehme ich noch die Clementine. Den Deckel abschneiden und dann von Hand schälen. Das Weiße kommt weg. Und ihr schneidet wieder Scheibchen. Von den eingemachten Pfirsichen kann ich einige hinzufügen. Okay, wow, das ist ja schon ziemlich voll. Dazwischen kann man auch mal den Arbeitsplatz ein bisschen putzen. Jetzt nehme ich den Apfel. Ich schäle ihn nicht, weil viele Vitamine unter der Schale sitzen. Jetzt nehme ich eine Raffel und raffle den Apfel hinein und mische es gut, sonst wird er auch gleich braun. Man kann anstatt den Apfel zu raffeln auch Stückchen schneiden. Das schmeckt auch lecker. Dann spürt man sie ein bisschen besser. Alles gut untermischen. Jetzt fehlt noch ein bisschen Zucker. Nicht zu viel. So vielleicht circa 2 bis 4 Esslöffel. Und jetzt probiere ich, ob es schmeckt. Das ist noch ein bisschen wenig Zucker. Nochmals Zucker hinzufügen, mischen, fertig. Beim Apfel müsst ihr, bevor ihr Stücklein schneidet, das Kerngehäuse entfernen. Wenn ihr den Apfel raffelt, lasst ihr ihn ganz und raffelt um das Kerngehäuse herum. Guten Appetit! Hier seht ihr die Schalen und die Resten, die kommen auf den Kompost oder in die Biotonne. Tschüss!